Welcome back zu einer weiteren Folge von «Zwischendurch». Wir sind hier, oder jetzt ist der Zeitpunkt da, um den Videopodcast anzumachen, weil wir sind hier nicht im normalen Studio. Wir sind hier bei Le Schnauz. Es ist ein geiles Fahrzeug hinten dran und nebendran ist der Flo. Flo, herzlich willkommen beim Podcast. Merci vielmals, danke für die Einladung und für den Besuch. Ja, sehr gerne, dass das hier funktioniert. Willst du vielleicht schnell kurz sagen, was ihr mit Le Schnauz macht? Ja, wie haben gesagt, wir haben Foodtrucks, das ist unser Hauptgeschäft. Also wir sind mobil unterwegs. Wir haben verschiedene Standorte, wo wir Mittagessen machen, hier in Solothurn. Und das Hauptgeschäft von uns ist aber dann eigentlich Catering, also private Anlässe zu bewirten, vor allem eben mit der mobilen Gastronomie, mit dem Foodtruck, aber auch mit Buffets ergänzend. Genau, und dann sind wir auch zusätzlich noch auch mit den Foodtrucks an öffentlichen Events. Dort hat uns sicher der eine oder andere auch schon gesehen. Mit Crepe oder Flammkuchen oder vielleicht auch mal etwas anderes. Also wirklich eigentlich querbeet Ja, von den Events her. ja genau. Was ist das, was ihr am meisten macht, so eventtechnisch? Also von öffentlichen Events meinst du jetzt? Ja, Oder? zum Beispiel, ja. Also dort schauen wir eigentlich ein bisschen darauf, dass wir möglichst Events machen, die Familien anziehen. Was halt mit unserem Produkt, mit der Crepe, immer gerade gäbig ist. Jeder ist happy irgendwie, genau, von Kind bis genau. Senioren. genau, vor allem King. Aber eben, dort machen wir auch ganz verschiedene Sachen, Musikfestivals oder Museumsnacht zum Beispiel. Ja. Genau. Und sonst Catering ist eigentlich auch, das ist jedes Jahr ein bisschen anders. Letztes Jahr haben wir mega viele Hochzeiten gemacht, wo wir so das ganze Catering gemacht haben, mit Getränken etc. Wir haben aber auch Jahre, wo wir viel mehr Geburtstage machen oder Firmenanlässe, wo immer wie mehr auch kommen, wo so ein bisschen auf das Foodtruck-Thema aufmerksam sind worden und gemerkt haben, dass das schon etwas Gutes ist. Ist ja schon ein gäbiges Konzept, oder? Du musst keine Küche haben oder so. Genau. Du kannst einfach mit dem Truck herfahren, mit so einem Genau. schönen Baby, wie Ja, da steht. genau. Eben, es hast mehrere Vorteile. Du bist halt wirklich autark. Ist auch, wenn wir gehen, ist aufgeräumt. Ja, stimmt. Oder eben, hast nicht, auch wenn du in einer Location vielleicht wo bist oder bei dir daheim hast, nicht einen riesen Buff noch in der Küche, den du vielleicht musst aufräumen musst. Eben, es ist halt visuell ein Highlight und für die Leute halt auch gäbig. Sie können an Foodtruck kommen, bestellen, zuschauen. So ein bisschen Eye-Catcher ja, und genau. dann einfach... Es ist halt wirklich Erlebnisgastronomie. Ja, Ja. sehr Ohne geil. grossen Aufwand. Ich habe im Fall immer gesagt, an meiner Hochzeit von die Foodtrucks. Sehr Von gute dem Idee. her, ich komme da sicher auf dich zurück. Ja, perfekt. Hast du schon einen Termin? Nein, leider noch nicht. Ich melde mich, sobald er Das ist steht. gut, ja. Das ist gut, ja. Le Schnauz, wie seid ihr auf den Namen gekommen? Möchtest du die lange oder die kurze Geschichte? Wir haben Zeit. Gut. Also Joelle, meine Partnerin, hat ja gestartet 2015 mit dem. Und bei ihrer Familie ist die Idee, mit so einem Foodtruck unterwegs zu sein, auch gerade mit Crepe und Flammkuchen, immer schon rum gewesen. Ihr Papi kommt aus Straßburg, also ist Franzose und hat natürlich so ein bisschen die Familie... Richtig Elsässer Küche. Genau. Und ihr Bruder hat nachher auch kurz damit geliebäugelt, das zu machen. Er war in der Hotelfachschule. Er hat sich ein bisschen sein Studium mitfinanzieren mit dem. Ja. Hat es aber gleich nicht gemacht. Und Joel war dann in einem Praktikum und hat dort auf einen Businessplan schreiben. Und irgendwann ist es auch am Punkt, setzen wir es jetzt um oder setzen wir es nicht um. Und dann hat man natürlich einen Namen dazu gebraucht. Und eigentlich was zuerst war das Logo, also der Schnauz mit dem Bären. Und der Schnauz kommt ein bisschen von ihrem Papi. Hat er auch eine Schnauze? Ja, oder? der Schnauz, ja, genau. Nicht ganz so genannt wie der hier, aber... dann ist halt das Brainstorming losgegangen. Und schlussendlich hat der alte Arbeitskollege von Joel ist eigentlich mit dieser Idee gekommen. Das hat uns gerade von Anfang an sehr gefallen, weil es halt einprägsam ist, ein bisschen die Kombo hat von Deutsch-Französisch. Stimmt, das ist eigentlich für das Elsass auch noch... Ja, genau, ja. ja. Für das, für uns auch hier, sagen wir Solothurn, für das, was wir machen, quasi mit der französischen Küche, aber wir reden Deutsch. Das ist für jeden aussprechbar irgendwie. Ja, Le genau. Schnauz, so. Genau. Ja. Sehr geil. Wann hat sie angefangen? 2015 hast du gesagt? 2015, ja, genau. Wir haben jetzt gerade, 2015 hat sie die Firma gegründet und wir haben dann im Dezember 2015 das erste Event gehabt. Ja. Weihnachtsmärz Grenchen. Das Fahrzeug ist in die Schweiz gekommen
ist dann noch bei in einer Garage in der Schweiz, weil zum Beispiel keine Sicherheitsgürtel drin waren und so Sachen, die die Franzosen auch nicht machen. Auch. MFK, Ja, genau. französische MFK, Genau. so. Und ist dann nachher wirklich an dem Tag, wo wir ein Event haben müssen, dann zu uns kommen auf Solothurn. Und wir sind direkt an ein Event gefahren, hat natürlich nichts funktioniert, nichts war dort, was hat müssen sein. Aber genau, so haben wir angefangen. Und dann ist eigentlich 2016 ist das erste richtige Jahr gewesen, die erste richtige Saison, die wir gemacht haben. Darum feiern wir jetzt eigentlich dieses Jahr 10 bzw. 11-jähriges Jubiläum. Sehr geil, Genau. sehr geil. Ja. Was sind am Anfang so die Struggles gewesen? Also eben, ich nehme an, man lernt recht schnell dazu, wenn man dann dort steht und ja, muss improvisieren. Ja. Was sind so die krassen Learnings gewesen? Oh, ich glaube, wo man wirklich, oder was man glaube unterschätzt und wo wir am meisten gelernt haben, sind wirklich so ein bisschen die technischen Sachen gewesen. Also angefangen vom Auto halt, eben ist ein Oldtimer, du musst ein bisschen wissen, wie... Er muss laufen. Er muss laufen, Ja. wie bringst du ihn zum Laufen? Aber nachher auch mit der Technik der Küche oder mit der Gasinstallation, wo dann gleich etwas ist, wo musst wissen, wie das funktioniert. Du musst ja auch alles prüfen und machen Genau, und du musst schauen, alles gell? prüfen, genau. Dann natürlich auch, eben auch Stromsachen, wenn plötzlich irgendwie das Licht geht nicht mehr. Du hast keine Ahnung, eben irgendwann beide quasi Bürogummis und noch nie einen Schraubenzieher richtig in der Hand gehabt, dazu mal. Und ich glaube, dort haben wir wirklich am meisten gelernt, genau. Und dann das andere halt auch mit der Küche, weil wir beides Quereinsteiger sind. Rückblickend denke ich immer, es war auch gut gewesen, dass halt so nicht mit dem ausgebildeten Kochblick, sage ich mal, an viele Sachen hergehst. Aber gleich, eben, es sind viele Sachen, die wir auch nicht so effizient gemacht haben am Anfang. So wo halt- Arbeitsabläufe Ja, und so genau, Sachen genau. Wo, irgendwie. glaub, wenn du das gelernt hättest, hättest du das von Anfang an viel besser können Ja. machen. Aber ja, eben, es hat alles wie Vor- und Nachteile, denke ich. Ja. Habt ihr jetzt wirklich alles einfach Learning by Doing, euer Rezept und so Zeugs, habt ihr die einfach ausprobiert und Try and Error? Oder habt ihr auch mal ja, einen Koch zugezogen eigentlich, das ganze Konzept so? Ja, also wir haben zwischenzeitlich immer mal wieder Leute gehabt bei uns, die aus dem Metier kommen Ja. und natürlich auch Leute kennengelernt und mit denen dann im Gespräch oder vielleicht eben, wenn du eine konkrete Frage hast können anrufen Ja. und etwas fragen. Aber wirklich so in ihrer Anfangszeit, habt ihr Das ist- einfach mal... Das ist wirklich, wir haben einfach quasi, oder du hast wie ein Ziel vor Augen gehabt, also du hast gewusst, du willst irgendein ein Produkt oder ein Essen machen, das so aussieht und so schmeckt und dann hast du einfach probiert und probiert, gemacht. ja, und genau. Ich weiß nicht, es gibt, glaube so im Ingenieurwesen so, dass der Ansatz, dass du einfach quasi zurück probierst und ja, so haben wir das so dann. Iterations machen. Ja, genau. genau. Geil. Weißt du noch, was auf der ersten, kann man sagen, Karte, auf der ersten Karte gestanden ist? Hey, im Fall sehr viele Sachen, die heute immer noch draufstehen. Ja. Ja, also gerade was Crepe angeht, haben wir nicht, also wir haben neue Sachen dazugenommen, aber so unsere Klassiker, wo wir auch... Das, was auch zum Elsass gehört irgendwie. So Ja, also jetzt gerade so Crepe sind wie die Crepe und die sind aus dem Familienrezept rausgekommen und dort Ja. haben wir wirklich nicht viel daran geändert. Und die Füllungen sind halt wie ein bisschen variabel, auch nach Saison immer, aber so die Klassiker halt mit Käse, Schinken oder Machete zum Beispiel ist etwas, was bei uns immer läuft, mit Hackfleisch so ein bisschen mexikanisch angehaucht. Ah, okay. Das haben wir quasi schon von Stunde 0 auf der Karte gehabt. Auch der Popeye, der immer noch bei uns an den Events überall zu haben ist, den haben wir von Anfang an gehabt. Was ist der Popeye? Ist Veggie mit Spinat und... Okay. Spinat macht Sinn, Herr Genau, Popeye. ja, genau. Ja. Geil. Genau, und Tomaten-Ricotta, genau. Aber dort so Feinheiten, die wir halt ein bisschen angepasst haben, auch für die Abläufe, für die Effizienz oder um den Geschmack noch ein bisschen besser zu machen. Ja, ich glaube, das ist das. Was Glaub- ist dein Favorite? Kannst du das so öffentlich sagen? Das wird viel gefragt. Käse, Schinken, Pilze. Käse, Pilze. Ja, Ganz das klingt einfach, geil. ja, genau. Joel hat ja am Anfang, das ist vielleicht noch lustig, wo sie den Businessplan geschrieben hat, sie hat sich eigentlich weigern, süße Crepe zu verkaufen. Okay. Ja, weil das halt auch so in der französischen Küche... Gibt es keine Nutella-Crepe?
Ja, es ist halt nicht so das Klassische eigentlich. Oder das ist halt so ein bisschen adaptiert worden dann über die Jahre, Jahrzehnte. Aber ja, man hat relativ schnell gemerkt, dass wenn man glaub, wirtschaftlich erfolgreich sein das nicht kann. Dass das so braucht. Ja, genau. Hey, ich meine, dann kannst du auch die Leute überzeugen, dass sie zuerst ein salziges Gerät nehmen und dann noch ein süßes, gell? Genau. Dann Ja. kannst du so das Produkt doppelt verkaufen eigentlich. Das stimmt, ja. Gell? Ja. Was macht ihr sonst noch ausser Crepe jetzt mittlerweile? Als Flammkuchen ist etwas, was wir viel machen und jetzt auch so ein bisschen am Ausbauen sind noch. Also für Caterings haben wir es schon immer gemacht und jetzt auch so die ersten öffentlichen Events, wo wir das auch anbieten, brauchst du halt das ganz anderes Equipment, weißt du, jetzt im Truck innen. Aber unsere Trucks sind eigentlich alle so aufgebaut, dass du ein bisschen modular genau, brauchen. Und dort haben wir auch lange eben auch mit dem Teig getüftelt und ausprobiert, wie das irgendwie gäbig geht. Das ist das Produkt. Und nachher, was haben wir noch? Ja, so die ganzen Apero-Sachen. Es sind ja nicht viele einzelne Sachen, aber sagen wir so das Apero-Buffet an sich, wo wir relativ gleich mal mit ins Sortiment genommen haben, aber halt auch gewachsen ist. Ja. Und mittlerweile fest zu unserem Angebot zählt. Halt mit eben allen sagen wir Standardsachen, die immer ein bisschen dabei Ist sind. auch beliebt, oder für einfach so Firmen-Events und so. Genau. Irgendwie in die Richtung etwas zu machen. Ja, genau. Das hat auch ergänzen als Apero Riche. Oder halt eben wirklich nur als Apero zu brauchen. Ja. Sehr geil. Mein Stuhl quietscht. Ich weiss, das ist glaube halb so wild. Du hörst das besser. Ich habe vorhin gesagt, das ist ja alles real und uncut. Und, ich bewege mich nicht mehr so. wenn man etwas quietscht, ist halb so wild. Gut. Für die Authentizität lassen wir das drin. Perfekt. Geil. Eure Fahrzeugflotte, ihr habt momentan 3 Fahrzeuge, hast du vorhin gesagt, off-cam. Ja. Das hier ist euer ältester, gell? Ja, in zweierlei Hinsicht. Der erste und der älteste? Nein, im Fall, also das war der erste. Der Caravan, der Wohnwagen, ist noch ein Jahr älter, jahrgangsmässig. Ja, genau. So. Ja. Geil. Man kann es fast nicht meinen, aber es ist so, ja. Was sind die Struggles, die ihr mit dem Fahrzeug habt? Weil so ein altes Fahrzeug ist ja schon anders, ich kann mir vorstellen, eine kleine Diva, oder nicht? Ja, ich muss sagen, Holz anlängen. Mit dem Citroën haben wir wirklich sehr wenig Probleme, was sagen wir, der Motor und alles das, was es eigentlich wirklich braucht, dass er rollt. Musst zwischen ein paar Sachen machen. Aber mittlerweile können wir das Fahrzeug auch recht gut. Also ich kann auch selber etwas machen, so ein bisschen Leerlauf einstellen, je nachdem wie warm kalt es draußen ist. Aber sonst das grösste Problem bei dem ist sicher Rost. Also dass halt, dass du einfach immer Rost hast überall und halt mit der Art und Weise, wie wir es brauchen, kannst du es halt nicht als Oldtimer einlösen. Ah, okay, weil es ein Foodtruck ist jetzt? Ja, genau, weil es halt ein Verkaufsfahrzeug ist. Und darum musst du theoretisch halt 2 Jahre auf dem FK und musst halt, oder es wird geprüft wie ein normales Fahrzeug, also wie wenn du ein neues Auto hättest. Oder du hast halt wie keine, sagen wir mal, es werden keine Augen zugedrückt, was Technik, Sicherheit, eben auch Rost und so Sachen angeht. Darum musst du immer dran sein und etwas dran machen. Du musst immer schauen, ist auch ein bisschen Liebhaberjob, oder? Ja, auf jeden Fall. So. Ja, auf jeden Fall. Und weil es halt der erste ist, irgendwie so ein bisschen Beziehung dazu, nehme ich an, oder? Ja, ich denke, den werden wir auch nie wegbekommen. Ja. Ja. Also die Leute können es auch schon ein bisschen, oder? Dass ihr mit dem rumfahren. Ja, aber wir haben mit dem angefangen, ist halt vom Stil her mega Wiedererkennungswert, den du hast. Ist halt bei dem auch mega cool, wenn du auf der Straße unterwegs bist. Ja, halt immer alle Leute auf dem Trottoir krass. Ja, genau. Ja. Hast halt schon viel Aufmerksamkeit damit. Und eben gleichzeitig macht es halt auch mega Freude. Also, ja. Wenn du mal ein bisschen herausgefunden hast, wieder mitfahren. Wir haben die Neuen, die bei uns kommen und vielleicht das erste Mal unterwegs sind. Ja, hat der Servo? Nein. Dafür hat er auch nur 3 Gänge. Also. Krass. Ja. Ja, du musst je nachdem, wo das Catering ist, musst schauen, gell? Das Krafttraining kannst du teilweise sparen, ja. Irgendwo auf einen Pass rauf musst oder so. Oder? Ja, wir schauen schon. Also, wenn wir Caterings offerieren oder abmachen, darum ist es eben gut, haben wir mehrere
dann kannst du für jede Eventualität kannst du das richtige Fahrzeug schicken. Ja. Genau, ja. Ihr habt nebst dem jetzt noch 2 beides Anhänger, oder? Was war dort die Überlegung gewesen? Also der erste, den wir gekauft haben, der Caravan. genau, der umgebaute Wohnwagen, ist so ein bisschen aus der Not heraus entstanden. Muss ein bisschen ausholen. Eben ich und Joel haben ja angefangen, oder Joel hat angefangen mit dem Business. Ich bin dann reingerutscht, aber habe eigentlich nicht ursprünglich die Idee gehabt, das fix auch zu machen. Ja. Aber wir haben dann relativ schnell gemerkt, okay, das könnte funktionieren. Aber wir haben dann auch relativ schnell gemerkt, dass es nicht funktioniert, dass wir beide immer zusammen arbeiten und noch eine Beziehung führen. Darum Das ist witzig, kann man noch vorstellen. Ich habe mit Partnern schon geredet, jetzt, Ja. wo in einer Beziehung sind und gleichzeitig noch ein Unternehmen führen. Ja, Und bewundere es immer wieder. ja. Aber wir haben gesagt, so, ein Unternehmen zu führen an sich, das funktioniert. Da haben wir uns, glaube ich, mittlerweile arrangiert. Ja. Oder ja, ja. Könnte man viel darüber erzählen, glaube ich. Aber wenn halt dann, noch jeden Tag und Nacht. 8-12 Stunden im Foodtruck auf so kleinem Platz zusammen bist, dann funktioniert es nicht. Darum haben wir gesagt, wir müssen eigentlich wieder 2 Foodtrucks haben. Dann kann jeder mit noch Leuten an sein Event, da hast du auch etwas zu erzählen am Abend, wenn er heimkommt. Stimmt, ja. Genau, und das war dann eigentlich die Initialzündung dafür, eigentlich, Um den Caravan holen. um den Caravan holen, Ja. genau, zu wachsen. Genau. Ja. Und dann, ja, aus dem heraus hat sich dann noch etwas ergeben. Wir haben dann eigentlich, bevor wir dann den dritten gekauft haben, haben wir eben noch den Festivalstang mit diesen mobilen Theke-Elementen, die wir eben auch für Caterings brauchen können. Suchen hier. Und dann ist eben der dritte Foodtruck gekommen, der aber eben auch ein bisschen, als, wie ich gesagt habe, als Ersatz dient für einen Caravan, der so ein bisschen seinen Zenit überschritten hat. Ja, aber jetzt im Moment brauchen wir alle und sind mega happy, weil halt wirklich für eben jede Eventualität Du kannst das passende Fahrzeug das richtige nehmen. Fahrzeug hast. Ja, Ja. Genau. Eigentlich solltet ihr mal mit dem Caravan eine Holländerwoche machen, oder nicht? Irgendwie so Gouda anbieten oder irgendwie so. Also, ja, wir haben schon, mit dem Caravan haben wir wirklich schon viel gemacht. Also Roadshows, Schweizer Sauerkraut haben wir zum Beispiel gemacht. Ah, schon? Und, ja, aber ja, das wäre so, holländisch wäre schon noch gut, ja. Ich weiß gar nicht, was haben die alles. Die haben Gouda, die haben... Ah, da die Frittjes, da die frittierten... Ja, Alles frittiert einfach. Poffertjes, oder wie heisst Poffertjes. es? Gibt es, glaube ich. Es gibt so. Aber sie haben auch, wir waren mal an einer Hochzeit, ich glaube, die eine Seite waren Holländer. Ja. Und dann sind alle Kinder auch gekommen, zäckeln und haben, die haben, glaube ich, nach Pannenkackes. Ah, Pfannkuchen. Ja, genau, ja. So, weil die das auch können. Aber irgendwie haben die, glaube ich, noch so eine spezielle Füllung, die sie brauchen, so ein bisschen wie Zimt und Zucker. Aber dort ist noch irgendetwas anderes mit drin, oder? Sie haben ja die Streusel noch, oder? Boah, wie heissen die? Die einfach aufs Brot tust mit Anken. Ja, und dann- genau, das tun sie eben, glaube ich, auch auf Crepe, wo das Pfannkuchen. halt, ja, darum ist das Produkt halt auch schon... Würde immer passen irgendwie, oder nicht? ja, Kannst du sicher. mal eine holländische Woche machen irgendwie? Wäre mal etwas. Dann wir vielleicht noch das ganze Fahrzeug orange folieren. Ja, stimmt. Passend zu den Oranien. Mal Oranien, Ja, gell? ja, genau, voll. ja. Geil. Ja. Was ist deine Lieblingsküche? Nebst der französischen natürlich. Schwierig. Nebst der Elsässer. Das ist eine schwierige Frage. Allgemein. Ich weiß, ich bin so ich esse alles, wirklich. Und ich probiere auch alles. Aber ich glaube so, weißt du, sonst so die so klassische französische Küche ist, glaube schon das, was ich jetzt, wenn ich den Rest von meinem Leben nicht mehr Angst dürfte essen, wäre, glaube das, was ich würde sagen. Ah, schon, krass. Ja, ja. Also so die ganzen, so asiatische Sachen habe ich auch mega gern. Aber könnte ich mir jetzt auch nicht festlegen auf etwas Bestimmtes. Da gibt es ja auch Ja, gibt's ja mega viel ja, irgendwie. genau, ja. Ich kenne eben so die klassische französische Küche gar nicht. Also ich kenne Ratatouille, Ja, eben auch Crepe ja. und Flammkuchen, kann man Ja. auch dazu Ja. zählen, oder? Was gibt es sonst alles noch so, Ja, es französische ist schon Küche? da. Also, weißt, wenn du dir vorstellst, wie wir heute essen, ist ja Ja. quasi der Ursprung von allem. Man kann schon Ja, ist ja denken, Frankreich irgendwo fast in der französischen Küche. Ich bin halt so ein bisschen prägt auch von Schule in einem Papi, Ja. weil halt daheim halt so die klassische französische Küche halt
viel mit Fleisch halt auch. Stimmt, und so. Coco Vin und so Zeugs. Genau, Ja. die Sachen. Aber dann auch so ein Croque Monsieur zum Beispiel, weißt, so etwas Ah ja, ganz stimmt, Einfaches, stimmt. aber es ist so gut. Croque Monsieur ist so das perfekte Kateressen, finde ich. Das stimmt, So ja. an einem Sonntag irgendwie einfach Ja. schnell Croque Ja. Monsieur machen. Wenn du dich aufraffen kannst, Ja. 5 Minuten etwas zu machen. Ja, Das voll. stimmt, ja, das ist wirklich gut, ja. Und dann halt auch so die, also Pommes oder Ja. halt alles, was mit irgendwie Herdöpfel, so Pommes Duchesse und so Zeug, finde ich halt alles gut. Ja, ist schon Und geil. Soßen nachher halt, ich Stimmt. liebe halt Soßen in allen Variationen mit Schüss und Bechamel und alles, was schön schwer ist. Geil. Ja. Nein, ich muss sagen, so Frankreich allgemein als Land, vor allem auch zum Reisen, finde ich hure geil. Mhm. Vor 2 Jahren oder 3 Jahren haben wir einen Roadtrip gemacht, so quer durch Frankreich durch, auch so ein bisschen durch die Dörfli und so, wo man nicht so kennt. Ja. Nicht so viel gegessen, halt viel selber gekocht irgendwie, auf dem Gaskocher. Mhm. Aber müsste man eigentlich mal machen, so einen Food-Trip durch Frankreich durch. Weil die Region unterscheidet sich ja schon noch krass, oder? Extrem, ja. So im Süden noch mit Meeresfrüchten und mehr Einfluss halt. Ja. Und Und- im Norden ist halt wirklich sehr deftig. Das hat halt eben dann so ein bisschen die auch norddeutsche Küche, Ja, was von durch dort belgische ausgeht. Grenzen, Genau. Flandern. Ja, halt alles möglichst in eine Fritteuse schießen. Ja. Egal was es ist. Ja. Ja, wir gehen eigentlich fast jedes Jahr einmal irgendwie dort in die Ferien. Und ich finde halt auch so die Märkte in Frankreich, halt Stimmt. eben nachher gerade so Richtung Süden, halt dann mit Oliven und allen möglichen Sachen, da könnte ich Stimmt, ja. Tage verbringen, damit einfach nur dort Sachen zu kaufen und zu probieren. Das ist immer geil. Wir gehen auch immer auf, also ich bin als Kind immer auf Frankreich in die Ferien. Ja. Immer so Ardèche-Region. Mhm. Vor mir kommt der Name vom Dorf gerade nicht in den Sinn. Aber auch einfach die Märkte und so, das ist mir schon auch sehr im Kopf geblieben. Ja. Mit irgendwelchen Würsten und Käse und eben einfach riesige ist schon geil, Vielfalt irgendwie. Ja, ja. Und ich finde halt, also das ist so ein bisschen mein subjektives Gefühl, immer wenn ich so, weißt, wenn gerade eben so in den Süden gehst dort, habe ich so das Gefühl, das Leben wird gerade viel langsamer. Ja, hat Weil halt etwas. die Leute auch völlig entspannt sind und so ganz Ein bisschen mehr Südländer Ja, genau, ja. als so zu Paris. Ja, irgendwie. genau. So, das müssen wir schon noch machen, aber das passiert jetzt gerade nicht. Ja, voll. Ja, sehr entschleunigend, ja. Ja, es ist eine gute Abwechslung zum Schweizer Alltag, Auf so jeden- normalerweise. Auf jeden Fall, ja. 100%. So aktuell, wie seid ihr aktuell aufgestellt? Ihr seid hier zu Bellach. Mhm. Oh, zu Bellach, ja. Mhm. Wir sind zu Bellach. Ja. Seit wann seid ihr schon hier? Wir sind gerade 2020, also Ende 2019, haben wir hier eigentlich Zusage bekommen und haben ein bisschen angefangen umbauen. Das war früher eine Autogarage. Ja. Mehr oder weniger passend für uns, aber halt gäbig. Und haben wir natürlich die Küche müssen einbauen, umbauen. Und dann war eigentlich alles parat, gerade dann, wo Lockdown war, Corona. Und, Stimmt, das war für euch auch noch eine mühsame Zeit gewesen, hä? ja, also so ein bisschen dafür und dawider. Es ist natürlich für uns, unser Geschäft ist wie gekillt gewesen. Mit Also, Events und so. genau, das ist fehlen natürlich und- alles weggefallen. Auf der anderen Seite haben wir, durch das, dass wir schon da waren, zu Bauch, die Möglichkeit gehabt, etwas anderes zu machen. Weil vorher sind wir wirklich verzettelt gewesen, wir haben das Büro daheim gehabt, die Fahrzeuge sind alle irgendwo in Garagen gestanden. Und die Produktionsküche haben wir irgendwo gehabt. Und durch das, dass wir da waren, haben wir viel Platz gehabt. Und haben halt nachher so die Delivery-Angebote davon machen. Oder so geil. Brunch-Delivery, Apero, Bestellungen, die du machen kannst. So Böckchen, weißt, die du auch für 2 Leute einfach bestellen Ja. Es waren so Ideen, die irgendwo schon immer ein bisschen rum waren und dachte, es wäre vielleicht cool, wenn du es noch machen könntest. Und dann sind wir wie gezwungen gewesen, ja. Wir haben nichts anderes machen, darum haben wir das nicht machen, auch durch die Möglichkeiten, die wir hier hatten. Und das war dann wie gut gewesen, aber natürlich die, sagen wir, die 2 Jahre plus minus ist Das ist schon schwierig gewesen. schwierig gewesen, ja. 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 Aber ich glaube, also ihr habt dann wahrscheinlich auch gerade noch eine gute Größe gehabt, oder? So ein bisschen zum flexibel sein und, Absolut, ja. und Ja. die Situation einfach. Weil wir haben bis dann eigentlich keine Festangestellten gehabt. Ja. Darum auch Fixkosten eigentlich können mehr oder weniger auf null abschrauben.
ausser halt eben die Miete, die wir hier hatten. Das war ein grosser Vorteil gewesen, ja. Wenn ich denke, wenn es jetzt wieder passieren würde, ja, hätten wir andere Herausforderungen. Ja. Ja. Mit Angestellten Ja. und einfach mit Ja. der Grösse, die ihr jetzt mittlerweile habt. Genau. Ja. Ja. Wie viel seid ihr jetzt mittlerweile? Also wir sind, jetzt hat Lisa jetzt gerade aufgehört, weil die war 60% bei uns gewesen, Ja. die letzten 3 Jahre. Und jetzt sind wir das 4. eigentlich fix angestellt. Eigentlich 3 Leute 100% Vollzeit und jemand noch Teilzeit. Aber dann haben wir etwa plus minus 15 Leute. Als Stundenlöhner. Manche von denen, die wirklich weißt, auch wie ein höchstes Pensum arbeiten, auch durch die Saison durch. Ja. Die wirklich ja, fast Vollzeit arbeiten. Und manche, die weißt, vielleicht im Monat 1-2 Einsätze machen können. Das ist dann vor allem eben so an Events oder Genau. so etwas, wo sie einfach vorbeikommen und sozusagen wie... Genau. Ja. Du eben, wenn du halt vorstellst, wenn wir in der Hochsaison haben wir ein Wochenende oder dann sind wir an einem Festival, wo halt irgendwie 12-14 Stunden offen hast, wo mit 2 Schichten schaffst an jeder. Du musst auch ein bisschen schauen, dass das aufgeht. 4 So. Leute, genau. Und dann hast du vielleicht die anderen 2 Trucks auch noch im Einsatz, wo auch noch je 2, 3, 4 Leute brauchst für Events. Irgendjemand in der Produktion. Eben, bist du schnell mal auf 10, 15 Leute, die an einem Wochenende im Einsatz sind. Ja. Ich bin, das ist jetzt auch schon ein paar Wochen her, aber am Weihnachtsmarkt in Solothurn habe ich extra mit dem Hintergedanken, dass ich hier komme, bin ich euren Flammkuchen gut testen. Also ich liebe eher Flammkuchen. Ja. Wer nicht? Wer nicht, ja. Und es war echt geil gewesen. Ich weiß nicht, wer geschafft hat, aber cooler Vibe gewesen irgendwie vor Ort. Ja. Und, Ja, ist noch lustig. Wir haben dort ein neues Ding ausprobiert, weil wir haben relativ schnell gemerkt, dass es schwierig ist mit den Flammkuchen, wenn auch die frisch Auswahl ist vor Ort. Weil, also der Originalteig, den wir haben, der ist wie recht zäh. Also du musst den wirklich richtig bearbeiten. Genau, und so. das braucht auch Zeit und viel Kraft. Ja. Darum haben wir eine Zeit lang jetzt mit der Baranei-Bäckerei zusammen geschafft, wo uns eigentlich der Teig nach unserem Rezept macht und schon auswählt, dass wir ihn so brauchen können. Aber jetzt durch den Weihnachtsmarkt haben wir gesagt, irgendwie muss das gehen, dass wir das frisch machen können. Und dann haben wir so eine fancy Auswahlmaschine gekauft. Weiss ich, hast du das gesehen? Ist das so wie eine Pastamaschine, wo so der Teig Ja, drüber genau. lässt? Ja. Also eigentlich wird es auch für Pizzateig gebraucht. Ja. Wenn du so einen flachen, luftlosen Pizzateig machen Ja. genau. Und das haben wir eben gesehen, als wir mal in Straßburg waren und das in so einer Flammkuchenbar haben gesehen, dass sie das brauchen. Und ich dachte, oder du siehst, oder du musst immer ein bisschen die Augen und die Ohren offen behalten. Wie kannst du optimieren, wie genau. kannst du Workflow und so. Genau. Und dann haben wir das gesehen. Aber eben war der erste Event, wo wir das eigentlich wirklich richtig ausprobiert haben. Ja, aber das hat gut funktioniert. Ja. Seid ihr happy damit? Auf jeden Fall, ja. Die Qualität ist halt schon nochmal viel besser, wenn du es halt wirklich Vor Ort frisch kannst machen. Genau. Und Ja. bist halt auch ein bisschen flexibler mit den Mengen, oder? Weil sonst hast du halt im Voraus müssen sagen, ja, wir brauchen jetzt 1500 Flammkuchen. Und dann längst schifft es oder längst 5 Tage und brauchst du sie nicht oder eben es längt nicht, dann kannst du auch nicht so schnell nachbestellen. Ja. Ja. Mit welchem seid ihr denn dort gewesen? Mit dem Wagen, der draussen steht? Nein, den habt ihr selber Nein, vorgefertigte... Nein, die Holzhäuschen am Weihnachtsmarkt. Ja, dort, genau. Ja, das ist eben auch noch ein bisschen... Jetzt geht es Oh, auf. jetzt kommt da jemand rein. Gut, warten wir schnell. Machen wir schnell kurze Pause. Kurze Pause, schnell einen Cut. Ui. Ich hoffe, wir sind einigermaßen noch im Bild, aber ich glaube schon. Ich glaube so. Wo sind wir gewesen? Wo sind wir gewesen? Beim bei Weihnachtsmarkt. der Baracke. Ja, genau. beim- Ja, die Holzhäuschen. Und wir fragen glaube jedes Jahr, ob wir nicht mit dem Foodtruck dürfen kommen, aber sie wollen so, weißt, wegen dem Bild Ja. und so. Aber es ist eben noch, die sind auch winzig. Und halt eben unser ganzes Equipment dort reinzubringen, das gleich noch... Logistisches Meisterwerk dort genau, irgendwie. genau, ja. Tetris spielen. Ja. Aber es ist gegangen. Und es ist gut gelaufen. Also. Geil. Am Sternenmarkt seid ihr auch schon gesehen? He? Nein. Ah, seid ihr nicht gesehen? Nein, das habe ich auch gesagt, haben wir dann mal das Fahrzeug gesehen. Ah, dann habt ihr ja, das genau, Fahrzeug wir sind einfach gesehen? privat dort gewesen, ja. Ah, okay. Genau, Okay. Also der Nachbau Genau, von dem hier eigentlich. genau, mehr oder richtig, weniger. ja. Und Genau. der kommt von London, hast du vorhin off-cam gesagt, gell? Genau, richtig, ja.
Das ist auch noch krass, hä? Willst du die Story zu dem noch erzählen? Irgendwie der und der von London hierher bekommen, ist ja auch... Ja, das hat ein paar schlaflose Nächte gegeben. Schlussendlich ist es eigentlich wirklich smooth gegangen. Okay. Wirklich eigentlich problemlos, weil die halt auch mit diesen EU-Zertifikaten arbeiten. Und dann hast du so eine Konformitätsbescheinigung, Erklärung, was auch immer. Und mit dem kommst du durch den Zoll und mit dem gehst du auf die MFK und Das ist eigentlich die gar nicht sagen, gross ja, Stress. okay, gut, ja. Wobei die auf der MFK schon sehr, sehr grosse Augen gemacht haben. Ja, und ein paar Sachen haben wir noch müssen... Das Schweizer Standard anpassen. Genau, irgendwie so richtig, ja. Genau. Blinker oder keine Ahnung was. So Ja, Zeugs. genau. Aber ja, haben wir alles abgenickt, gesagt, machen wir kein Problem. Und ja, dann ist es gegangen, ja. Aber ja, eben, es waren viele Fragezeichen gewesen, ob das wirklich so gut geht oder nicht. Aber ja, Wie genau. ist es genau? Es ist einfach ein normaler Anhänger, eigentlich Foodtruck-Anhänger, wo er vorne noch die Front von einem Citroën... Ja, also ist eigentlich das Ganze, oder? Du hast wie also die Basis ist eigentlich wie ein normaler Anhänger. Ja. Also egal, was nicht drauf kommt, ist halt einfach das Chassis unten. Und dann wird eigentlich oben drauf wird eigentlich die Box gebaut und halt vorne mit den Elementen, dass das halt genau aussieht wie ein Citroën. Und eben, wie ich dir vorhin off-cam gesagt habe, die haben eben angefangen mit Originalen und haben dann gemerkt, dass niemand eigentlich mit denen fährt, sondern alle die auf Anhänger lädt und an Event fährt. Darum haben sie gedacht, können wir die wieder nicht den Warum Schritt nicht mit gerade dem der Anhänger? Auf- und Abladen überspringen. Und sie haben halt zum Ersatzteile machen, haben sie schon so Stanzformen gehabt für die Wellblechsachen und haben nachher halt, statt dass sie halt Stahl oder Alu genommen haben, tun sie es jetzt eigentlich mit Fiberglas machen. Okay. Ist auch viel leichter. Langlebiger und... Genau. Und durch das sieht es halt wirklich, oder ist es 1:1 so, wie es halt im Original auch aussieht. Weil es gibt ja einige, die so einen Nachbau machen, aber teilweise sieht die echt so ein bisschen aus wie aus einer Kellogg's Irgendwie ist es Packung. ein bisschen, Irgendwie so. zusammengewürfelt. Ja, So ein bisschen. genau. Geil. Ja. Was habt ihr vor noch in Zukunft? Wie viele Fahrzeuge soll es noch werden? Ich glaube, wir sind gerade... Platz habt ihr noch? Ja, nein, ja, platzmäßig. Ja, eben, ja. Ist schon schwierig, hä? Ist auch schwierig. Gut, jetzt haben wir hinten noch ein bisschen Platz. Ja, ich glaube, im Moment sind wir sehr happy gerade so. Mit der Grösse, mit die der ihr Grösse, habt. genau. Ja, ich denke, du kannst unendlich viel machen. Ja. Wir waren von Anfang an so gewesen, dass wir ja nicht auf Biegen und Brechen einfach nur wollen wachsen und viel machen, sondern haben ja immer gesagt, wir haben auch noch ein Leben schaffen. Voll. Und Es soll einfach wollen Spass machen und... Genau, und halt auch nachhaltig sein, oder? Weil wir halt auch, dann, wo wir angefangen haben, 15, 16, war halt wirklich so die erste Hype-Phase von so Streetfood und Foodtruck in der Schweiz, wo ja Überall Events wie und Pilze keine aus dem Ahnung Boden was, so. geschossen. Für uns ist es jetzt schon spannend, jetzt mit 10 Jahren zurückzuschauen, weißt, welche gibt es noch, wer hat sich wie verändert. Kannst glaube schon sagen, weißt, die nicht von Anfang an quasi der Fuß voll aufs Pedal da haben, dass sie die heute auch noch unterwegs sind. Oder Ja. manche haben auch aufgehört, weil sie keine Lust mehr hatten, natürlich. Ja, aber eigentlich die sich nicht gerade verbrannt haben, so Ja. in dem Sinn. Genau, Ja. genau. Ich weiß gar nicht, wie sieht die Branche eigentlich so aus von den Foodtrucks? Ist dort viel Wechsel drin oder ist das eigentlich so ein bisschen, man kennt sich näher irgendwann mal Ja. so ein bisschen von diesen ganzen Festivals und keine Ahnung was? Ja. Also ja, es ist beides. Es gibt ja auch einen Verein, einen Verband, der wird jetzt eben gerade in Gastro Suisse integriert, Ja. also wirklich offiziell. Und dort hast du natürlich schon Kontakt mit Leuten, die eben, so wie wir, kennst du von Events und du hast auch, weißt, wenn wir Anfragen bekommen und du hast vielleicht keine Zeit oder wir haben Anfragen, weißt, für grössere Events, wo wir vielleicht mehrere Foodtrucks brauchen, Ja. bist du dort auch vernetzt, oder? Und Du kannst die Leute dazu holen, die irgendwie vielleicht auch gerade zum Event noch passen. Genau. Und Genau. Und gleichzeitig hast du mega viel Wechsel drin. Halt auch gerade eben mit Corona wieder, wo viel, sagen wir mal, Beiz oder Restis haben müssen zutun und denkt, hey, okay, aber so Takeaway Foodtruck hast du ja dürfen machen. Und aus dem sind wieder neue Sachen entstanden, die aber eben vielleicht 1-2 Jahre später schon wieder weg waren. Und natürlich immer viele Leute, die die Idee haben, so etwas zu machen,
es vielleicht von machen und dann wieder aufhören oder eben vielleicht auch erfolgreich sein. Darum ist es immer sehr lebendig und das finde ich eigentlich auch cool, weil du siehst immer wieder neue Konzepte, neue Ideen, wo du ja selber auch kannst, etwas mitnehmen davon sicher. Wenn du ein bisschen von deinem Knowledge kannst teilen kannst, wo jetzt 10 Jahre lang hast können sammeln, Ja. wenn jemand starten will, was würdest du dem so mitgeben? Ja, dass man halt nicht einfach so Kopf über sich reinstürzt, weil halt ich glaube, wir könnten ein paar Fragen stellen, wo dann die Leute immer gerade von denken, oh, das habe ich mir gar nicht überlegt, das habe ich mir nicht überlegt. Weil es sieht so nach wenig Aufwand aus, oder? Wenn wir hier am Mittag rausfahren, dann hast du vielleicht 1,5 Stunden Service. Das ist ja chillig, du brauchst einfach nur ein Auto und dann genau. stellst du irgendwo her und die Leute kommen so. Genau, oder dass halt 2 Leute 2 ganze Tage lang arbeiten dafür, dass das überhaupt möglich ist. Ja. Das siehst du halt nicht so. Nachher hast du halt eben die ganze Admin hinten dran und Bürokratie etc. Der Aufwand wird, denke ich, unterschätzt, vielmal. Auch wenn du es gerade so nebenbei machen willst. Ja, dann hast du halt Auflagen viel. Oder? Es ist nichts anderes als ein grosses Resti zu führen. Gastro, gell? Genau. So, wie sagen wir dem? Food-Abnahmen-Zeugs da. Ja, genau, die ganze Lebensmittelkontrolle, Lebensmittelhygiene oder mit entsprechenden Konzept, die du brauchst, wo halt auch kontrolliert wird. Aber wir leben immer noch in der Schweiz, gell? Hat Vor- und Nachteile. Ja, genau. Also ich glaube, was das angeht, ist sicher, das ist nur gut für alle. Ja, aber du musst halt wissen, oder, wie gehe ich mit Lebensmitteln um, oder wie kann ich Lebensmittel verarbeiten, wie muss ich sie lagern etc. Das musst du halt wissen und für das musst du auch eigentlich auch das Wirtepatent machen, das brauchst du, wenn du jetzt auch nur einen Foodtruck machen willst, auch nur so hobbymäßig. Ah, krass. Ja. Und dort lernst du die Sachen, halt so Basics, aber das ist schon wichtig. Aber eben, wir sind auch in diesen 10 Jahren mit sehr vielen Leuten in Kontakt gekommen, die auch Ideen hatten und eben so im Gespräch merkst du schnell, dass viele Leute das ein bisschen unterschätzen. Ja. Ich glaube oftmals so, gell? Ich glaub, Ja, bei allem. Bei vielen ja. Branchen Ja. und wird immer Ja. unterschätzt, was eigentlich dahinter noch Ja. ist. Ja. Das ist einfach nicht nur das, was du siehst, sondern Ja, auch viel ist bei hinten dir dran. auch nicht anders, oder? Absolut, Ja. ja. Das ist genau gleich. Ja. Schnell kurz ein Video machen, gell? Das ist Ja, immer genau, so. das ist so. Sieht ja lustig aus. Ja, ja. Wo seid ihr in nächster Zeit so? Wo finden euch die Leute? Jetzt ist es natürlich gerade noch ein bisschen ruhiger, Ja. oder, wenn es draussen kalt ist. Aber jetzt fängt es wieder an. Im März sind wir Museumsnacht in Bern. Das ist seit ein paar Jahren so fix bei uns im Kalender, wo wir beim Museum für Kommunikation sind. Immer ein cooles Event. Sehr gerne. Bei Wind und Wetter, egal was, sind immer viele Leute und die haben immer ein cooles Programm dort auch. Nachher sind wir an der Eigenheimmesse Solothurn, Attisholz. Und dann kommen die Biertage schon wieder. Ja, sonst alle anderen Termine sind bei uns auf der Website. Wo finden euch die Leute? Webseite ist löschnotes.ch. Genau. Löschnotes.ch. Ja, genau. Und Insta und so habt ihr auch, hä? Haben wir Alles auch, Löschnotes. Genau, ja. Perfekt. Ja, genau. Findet man uns, ja, ist eigentlich mehr oder weniger aktuell, meistens. Sehr gerne. Ja. Vielleicht können wir dann auch von dir noch ein paar Inputs haben. Sehr gerne, können wir sehr gerne mal zusammenhaken. Ja, genau. Perfekt. Ja. Ja, in dem Fall, wenn ihr mal ein geiles Crepe, einen geilen Flammkuchen oder sonst auch irgendetwas braucht, dann auf Löschnotes mal vorbeischauen. Genau. Hat mich sehr gefreut, doch ein bisschen Einblick in das Ganze zu bekommen, in das Business, in die Branche. Sehr gerne. Sehr spannend gewesen. Schön, bist du da gewesen. Merci vielmals. Kein Ding. Und also man sieht sich spätestens an der Museumsnacht, würde ich sagen. Perfekt, hast du eingeschrieben. Sehr geil. Merci Cool. vielmals. Danke dir vielmals. Merci. Nächste Woche geht es weiter mit einem spannenden Gast. Bleibt dran und was sehr geil wäre, ist, gib dem Podcast 5 Sterne oder egal welche Bewertung. Bewerte auf den Podcast, share es mit deinen Friends und bis gleich. Tschüss zusammen. Ciao. Sehr geil. Perfekt. Grande.